SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Das ist der Jan Fitze. Seit 10 Jahren arbeitet er beim SRF. Als ich gehört habe, ich komme eine eigene Fernsehsendung über, habe ich gedacht, cool, jetzt kann ich endlich alles machen, was ich schon immer mal wollte. Er denkt da wahrscheinlich an Ferien in Brasilien am Strand mit einem Kite. Das Schönste an Ferien ist ja, dass man eigentlich einen Tag hineinleben und nie etwas muss überlegen muss. Und man kann auch grausam ineffizient sein und machen, was man gerade Lust drauf hat. Ferien gibt's, aber mit einem kleinen Haken. Er kommt noch 3 Kinder über, die von der Brigitte und dem Adi Inderbezin. In die Ferien mit 3 fremden Kindern. 3 Kinder sind erfahrungsgemäß mindestens 1 zu viel, weil du hast ja nur 2 Hände, wo du die irgendwie festheben und zurückholen und so. Organisiert hat das Ganze Zeraina. Sie und die Crew unterstützen Jan. Meistens einmal. Ich freue mich besonders, dass ich diese Woche am Jan eigentlich das Leben vor allem schwer mache. Ich habe ein paar Überraschungen. Er hat wirklich keine Ahnung und ich bin gespannt, wie er reagiert. Ist das eine Überraschung? Willst du mich verarschen? Wie cool. Überraschung, Glück. Also macht man alles für seine Kinder. Es geht nicht über Badeferien mit Kindern. Das ist SRF bei den Leuten. Familiensache, Ferienzeit. Fitze übernimmt. Treffpunkt Hauptbahnhof Zürich. Die Vorfahrt der Ferien halten sich noch ein bisschen in Grenzen, weil ich weiss noch nicht, ob es Ferien gibt. Ich rechne eher mit viel Arbeit. Ich würde sagen, es ist noch eine gute Ausgangslage. Ich glaube, die 3 Kinder sind wahrscheinlich etwa gleich nervös wie ich. Darum sind wir hoffentlich ein guter Match. Eine ganze Woche gehen die Kinder von Inderbezins mit dem Jan in die Ferien, bis auf Italien. Okay, ihr kommt wirklich, hä? Ich komme mit dir leider nicht mit, Ermo. Hoi, hoi, hoi. Hoi! Hey, schön, dich wieder zu sehen. Ja, gleichfalls. Alle Jahre wieder. Ja. Edi, steile Frisur, hättest du mir das gesagt? Hätte ich auch noch ein bisschen mehr Schäl gemacht. Claudia oder Corinna? Claudia. Shit, jetzt gewusst. Und Corinna. Freut mich. Und Adi, hoi! Sind wir schon mal so lange weggegangen? Ja. Mama, weißt du, auf die Alp und so, sonst hast du etwa noch Wochen. Okay. Auch ohne Mami und Papi? Ja, ja. Also, Aha. ich habe nicht Angst, dass sie uns vermissen. Gut. Mehr Angst habe ich, dass du die kulinarisch kannst verwöhnen kannst. Der ist ein bisschen heikel mal. Aber das schaffst du schon, oder? Was isst du denn so, Edi? Spaghetti und so. Spaghetti? Ja. Und sonst? Eiblen und Macaroni. Äpfelmakrone natürlich. Gut, also Spaghetti sollten wir ja in Italien finden. Ja, und Lasagne, das flippt raus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir. Ja. Wer kommt denn da noch? Kennen ihr die noch? Kommen die auch noch mit? Ist das eine Überraschung? Ich will dich verarschen. Was machen die da? Michael. Ja, mich, also freut mich. Jan. Habe ich gerade die Stimme von Sabrina. Cyril. Cyril und Leandra. Leandra. Okay. Oh Gott. Kennt ihr euch? Ja. Nein, schön. Serena. Top. Top. Nein, wirklich cool. Überraschung, Glück. Nein, schön. Dann gehen wir in dem Fall das 6. Und ihr lasst sie auch mit gutem Gewissen gehen? Ja, ja. Schon. Ja. Gut. Voll überzeugt, dass du das willst. Gut, jawohl. Sind ihr auch noch nie am Meer gewesen? Wow. Auch diese 3 Kinder hat Serena aufgetrieben. Und zwar in Niederrickenbach im Kanton Nidwalden. Dort lebt die Familie von der Manuela und dem Severin Achermann auf einem Bauernhof. Ferien machen die 3 Kinder normalerweise vor allem daheim oder in der Schweiz. Unbedingt wollte ich eines Meer sehen. Wir waren noch nie am Meer. Ja,
Das würde ich mich freuen. Dann wäre jetzt Boarding. Ja, Boarding. Wer will mitkommen, muss jetzt einsteigen. Also, ich steige nie. Viel Spaß. Ganz schön viel. Ja, ja. Tschüss. Ja. Fritz, nicht zu viel. Ist gut. Nicht alle gutes Jahr, Samja. Hast du ihm gesagt? Ja. Tschüss. Gut, viel Spaß genießen. Nicht alle gutes Jahr, Samja. Mach's gut, genießt es. Schöne Ferien. Schöne Woche. Viel Spaß. Adi, Brigitte, ja, geniessen es. Manuela, danke vielmals für die schöne Überraschung. Ja, gerne Und ich schaue also, dass Sie mit genauso starren Augen zurückkommen. Jetzt sind sie wirklich weg. Jetzt sind sie wirklich weg. Jetzt ist das kein Witz mehr. Mit dem Zug geht es zuerst mal Richtung Art Goldau. Früher, wenn ich mit meinen Eltern in die Ferien bin, dann musste ich immer wandern. Und wir sind nie ans Meer. Und irgendwann haben wir es mal so weit gehabt, dass wir ans Meer gegangen sind. Aber dann haben wir wieder zuerst 3 Tage wandern, um es uns zu verdienen. Darum habe ich gedacht, machen wir das jetzt so ähnlich. Wir verdienen uns zuerst das Meer noch verdienen und wandern darum auf eine SAC-Hütte rauf. So. Hey. Estland habe ich auch noch im Angebot. 6 so wohlerzogene Kinder wie die hier. Das ist ein Wohlfühlcamp. Schritt für Schritt den Berg rauf. Mir geht jetzt schon Puste aus. Die Reisegruppe, der VIP-Wagen mit bestem Blick ins Tal. So, bitte noch alle anschnallen. Jawohl. Rückenlehne gerade stellen. Genau. Und das Handgepäck bitte unter den Sitz. Es ist zwar kein Flugi, aber dafür die steilste Standseilbahn der Welt. Geht alles okay? Wo sie auf den Stoss bringt. So macht Wandern Spaß. Ja. Schritt für Schritt, der Berg darauf, Tritt für Tritt, lässt keiner aus und kommt ein Stein. Ich glaube, die bluffen, die können das Tempo nicht durchhalten. Ich gebe sicher nicht auf. Ich gebe sicher nicht auf. Es sind gut 4 Stunden bis zur Ledener Hütte. Und die Kinder nehmen locker jede Abkürzung. Ich gebe sicher nicht auf. Was macht man nicht alles für seine Kinder? Oh. Das ist traumhaft. So stelle ich mir Ferien vor. Bravo Jan, bravo Jan. 6 Kinder. Ich würde sagen, ideale Größe von so einer Wandergruppe. Haben wir es gut? Ja. Weiter geht's. Der Anschluss hat die Spitzengruppe schon verloren. Aber das Schlimme ist mit der Crew. Die sind da hinten. Ich glaube, die sehen wir gar nie mehr. Darum gibt es jetzt vielleicht auch nicht mehr so viele Bilder bis zum Weg zu der Liedernhütte. Aber ich versuche sie ein bisschen auf dem Laufenden zu halten mit dem Handy. Ja? Sofern ich denen noch mal nachkomme. Hui, hui, hui. Ja, vielleicht übernachten wir dann hier.
Obwohl, den Kühen macht es auch nicht. So schlimm kann es nicht sein. He? Dank dem Regen hat die Crew eine Chance zum Aufholen. Für die Kinder und Jan gibt es eine Pause in einem Unterstand. Nein. Läuft eigentlich gut. Die mögen mega gut. Sie mögen eigentlich besser wie alle anderen, die an dem Projekt beteiligt sind. Zum Glück lässt der Regen an und die Gruppe kann weiter. So, attackieren wir wieder. Und wie könnte es anders sein? Die Kinder ziehen wieder davon. Auf Kameracrew warten oder nicht? Wer ist für... Also nicht warten. Nein. Also du kannst schon warten. Ich kann warten. Die sind ja schon selbstständig. Ja. Ja, also, wirklich wunderbar, da, die Truppe. Darf ich den Rucksack tragen? Cyril noch so gern. 1, 2, 3. Und? Ja, die Rucksack. Hier ist die Rucksack. Kurz vor dem Ziel haben sie sich dann doch noch erbarmt, auf die Crew zu warten. Also, wir haben die Equipe wieder gefunden. Jetzt, was müssen wir machen? Wieder zurücklaufen. Warum? Weil sie es filmen müssen. Also wir laufen jetzt einmal ab und dann kommen wir nochmal auf die Ecke und tun so, als wären wir jetzt erst gerade angekommen. Ja. So, jetzt hoffen wir, da vorne taucht irgendwann mal die Hütte auf. Wer die Hütte sieht, schreit. Ich habe sie gefunden! Oh. Was für ein Tempo nach wie vor. Zusammen. Hallo! Haben wir es geschafft? Sind wir da richtig? Ist das die Liedernhütte? Oh, dann sind wir sehr froh. Willkommen. Ich bin sehr stolz auf euch. Ihr seid die beste Wandertruppe, die ich glaube je hatte. Schnell, einigermaßen lustig und gebt nie auf. Und lachen am Schluss noch. Hast du das mögen? Da haben wir Gummeli-Stumpkis. Ein guter miteinander. Das sieht mega schön aus. Also, morgen wandern wir wieder. Aber nur 15 Minuten. Ja. Und dann gehen wir mit dem Bähnli ins Tal. Dann verschieben wir nach Luzern. Und dann, wow, ist da außen schön, Entschuldigung. Wow. Wow. Und dann gehen wir beim Pilatus in einen Saalpark. Ist das gut? Ja. Und Leslie gesehen, da schlafen das Paar schon seit 2 Stunden, habe ich gehört. Geradeaus. Da kannst du aufmachen. Das ist eure Suite. Schaffen das alle da oben. Express.
1, 2, 3. Alle Augen zugemacht. Wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Auf zu neuen Abenteuern. Schlafe gut. Am nächsten Morgen zeigt sich das Wetter wieder von der schlechtesten Seite. Und das mitten in den Sommerferien. Wandergruppe Acher Indoffizin auf zu neuen Taten. Christian und Leon, danke, dass wir da übernachten. Du bringst immer Pointe, mein kleiner Freund, das ist gut. Danke dir vielmals. Ja. Wir werden nicht allzu nass und wünsche euch eine schöne Ferien. Danke vielmals. Macht's gut. Es war schön bei euch. Von der Lidener Hütte geht es heute ein bisschen einfacher den Berg ab. Bis auf Luzern. Da sollte jetzt also auch die Crew mitkommen. Da ist unser Bändli. Schöne Ferien. So, herzlich willkommen in Luzern. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit für das Mittag, aber das wäre die exklusive Möglichkeit, uns ein bisschen Junkfood reinzuhauen. Was ist das? Essen mit geringem Nährwert. Und was ist das? Hamburger, Chicken Nuggets, Pommes frites. Edi, auch für dich gut? Ja? Zum Beispiel jetzt der Hamburger oder so wäre vielleicht ein bisschen feiner, wenn es er selber machen würde oder so. Oder vielleicht wäre es auch nicht feiner. Ja, weiß ich nicht. Ja, aber ich finde es gut, dass er immer wieder verschiedene Ideen hat. Wir dürfen manchmal ein bisschen Pommes frites und Chicken Nuggets. Aber eben 3 bis 2 Mal im Jahr. Ja. Aber die Heime kocht die Mutti halt schon sehr gut. Jan kocht besser als die Mutti. Wirklich, Edi? Danke für das Kompliment, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Nächster Halt, der Seilpark oben am Pilatus. Ob das Wetter hebt? Eine schöne Aussicht haben wir hier. Trauen ihr euch denn in den Seilpark? Oder wie haben das schon mal gemacht? Wir haben's, also ich habe es noch nie gemacht, aber ich tue mich. So, ich habe es einfach nicht in einem Wollzeitpark gemacht. Aber du bist kein Scheisshase. Schon ein bisschen. Zum Glück dürfen wir da nicht auflaufen. Fertig mit Laufen. Ja. Jetzt tun wir nur noch chillen. Chillen, grillen, Bierchen, grillen. Wo ist der? Für die Sabrina. Deine Schwester. Ja. Ihr zwei sind mal 2 Lausbuben. Cyril, was ist das Wichtigste? Immer einer sicher dran. Gut, nie beide weg. He? Nie, nie, nie. Was ist das Wichtigste? Ja, beide Dings nehmen. Karabiner. Nie beide Karabiner gleichzeitig offen haben. Nur immer einen wieder einhängen, dann den nächsten auftun, einhängen. Und wenn es ein Problem gibt, zuerst überlegen und dann rufen. Nein, pfeifen. Pfeifen. Wie pfeifst du? Und wir hoffen, es kommt nicht schon wieder schiffen. Wir haben nicht das grösste Wetterglück. Edi, nochmal die Pfeifkontrolle. Genau so.
Sobald es regnet, weiss ich, die pfeifen. Edi, läuft's. Aha. Genau. Zutun und dann der nächste. Wow. Gut, Edi, Attacke. Wow. Und immer schön lächeln, dass man sieht, dass du entspannt bist. Wow. Wow. Edi, läuft's. Mhm. Gut. Sehr gut. Vielleicht noch ein Liedli singen? Wow. Oh mein Gott. Was für ein Spaß. Wo ist der Edi? In Sicherheit. Gut. Edi, alles gut? 1, 2, 3. Aber auch der Tarzan kann das Wetter nicht aufhalten. Es sieht wieder nach Regen aus. Kiddies, Übungsabbruch. Aber wir haben noch ein bisschen Spass gehabt. Ja. Wir gehen jetzt zurück runter auf Luzern und dann gehen wir aufs Schiff. Hoffen, das Wetter kehrt wieder ein bisschen. Ja. Und dann gehen wir ins Tessin auf den Camping Tenero. Und dort ist es Meer. Noch nicht ganz. Ein See, fast so groß wie das Meer. Und ich hoffe, ihr wisst, wie man das Zelt aufbaut. Nein. Gut. Ich weiß es nämlich auch nicht. Dann sind wir im gleichen Team. Schritt für Schritt, jetzt sind wir drinnen. Mit dem Schiff geht's jetzt bis auf die Brunnen. Und dann gehen wir weiter auf Tenero, Tenero, und den Zeltplatz haben wir schon. Und das wird ein Spaß. und der Redi wird nass. Weiss jemand, wie das funktioniert? Ich auch nicht. Hauptsache es fährt. Der Jan lässt sich nicht lumpen. Will den Kindern etwas bieten. Frau Kapitänin, Kinder haben noch eine Frage. Können wir mal schauen? Hast du Lust? Hast du Lust? Ja. Ja, da kommt noch der Schweinerkönig. Hoi, Stunki. Den haben wir extra auch noch für euch bestellt. Nein, das ist ein Zufall. Wow. Ja, willst du raus? Gern. Danke vielmals, dass wir da schnell reinschneiden können. Früher hatte es ganz grosses Steuerrad und heute haben wir hier eigentlich nur noch so das Hebel, ja, oder einen Joystick auf dem Schiff. Wie schnell kann das Schiff fahren? Wir fahren, also auf Kursfahrt fahren wir jetzt, sehen wir es hier, Stundenkilometer, 22,5 Stundenkilometer. So, und jetzt wird jemand von euch auch Kapitänin oder Kapitän werden? Das Noch nicht? schauen wir noch. Schauen wir noch. Hat schon jemand einen Berufswunsch? Pur. Alle pur. Nein, Bäckerin. Bäckerin. Weiß noch nicht was. Floristin. Gut, aber der Cyril wird pur. Ja. Du auch? Hast du schon einen Vorvertrag unterschrieben, dass du den Hof mal übernimmst? Wenn wir dann auf die Bäckerin jetzt zuhornen, will jemand von euch zuhornen? Wo muss ich? Da kannst du einfach dran ziehen, ganz schön mit dem Gefühl. Super. Jetzt soll ich dem Maschinist sagen, dass wir an die Station kommen. Jetzt steuern wir das Schiff. Sind wir bereit? Edi, du hast gesagt, du weißt, wie es geht. He? Jetzt fahren wir gerade rein. Shit, aber es geht wirklich nicht mehr weit. Geschieht der 9. Anlage richtig? He? Gut, ja. Danke vielmals für die exklusive Führung hier oben. Gern geschehen. Danke für den Besuch. Geniessen den Tag noch. Hier, wo steht ihr? Danke. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Tenero. Cari amici, benvenuto a Tenero.
Wir gehen auf Tenero, Tenero. Unseren Zeltplatz haben wir schon. Wir gehen auf Tenero, Tenero. Unseren Zeltplatz haben wir schon. Edi, ist da vorne jetzt das Meer? Nein. Fast. Das Meer noch nicht, aber etwas, das fast so gut ist wie das Meer. Oh! Ich komme da hinten nicht. Serena! Das ist mal eine gute Überraschung, hä? Das ist jetzt mal wirklich eine willkommene Überraschung. Gut. Andiamo. Mach. Angst. Jetzt fast. Oh. Zwei Beine. Stopp, wir sind hier. Andere See. Sind wir schon da? Jetzt hier durch. Ist schon da? Abziehen. Rechts abbiegen, da drauf. Wieso musst du hier durchziehen? Sorry, ich kann nicht mehr. Bitte aussteigen. Zuerst Zelt aufbauen oder baden? Haben die schon ein Bild gemacht oder sind die da am Umnieren? Wir sind am Umnieren und ich probiere es mit Rudern. So. Das muss er noch ein bisschen üben. Etwas hat Jan noch nicht vergessen, dass Zeraina im 6 statt wie abgemacht 3 Kinder organisiert hat. Alles andere war nur hinten. Es ist ja nicht gegangen, sonst einmal auch auf Campingplätzen, aber mit meinem Campingbus, dann bist du schön ausgerüstet. Aber das da für eine Nacht, scheisse Idee. Also, könnt ihr mal die so, damit genau. Gut. Ja, so. Da musst du auch noch reinhängen. Ja, also einfach so. Ja, den können wir mal noch lassen. Gut, da haben wir. Bei den Jungs läuft es auch gut. Da durch. Achtung, Achtung. Da durch. Gut. Jetzt kann ich da machen. Ja. Voll selbstständig. Hey Cyril. Grossartige Konstruktion da. Edi, so Bauernkinder wissen schon, wie sie arbeiten. Ja, die sind wirklich gut. Also da, die beiden Jungs haben ihr Zelt ohne Hilfe aufgebaut. Vielleicht ein bisschen näher als Damenzelt, aber ich würde sagen, für eine Nacht ist die Konstruktion picobello. Freut ihr euch auf die Nacht im Zelt? Ja. Gut. Wisst ihr, wo welche schläft? Nein. Müssen wir es noch auslösen? Oder Nein. machen wir selber? Ja. So selbstständige Kinder, das liebe ich. Ja, gell? Ja. Wirklich super Kind. Ja. Ja. Das ist ein Bedank. Ja, jetzt sage ich es nicht mehr so schwer, das war arrogant. Hunger, 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 Meine Freunde, Hunger, es ist angerichtet. Hunger, Hunger, Hunger. Zur Nacht gibt's vom Grill. Erdäpfel, du auch einen kleinen Gümmel. Ich wollte einen kleinen. Kleinen. Ein Gümmel? Ja. Und da ist deine Nacht? Ja. So, also, dann nehme ich da Vielleicht einen nehme ich Spar. Und wie in der Landfrauenküche gehört zu einem guten Essen auch eine Bewertung. Prüfstand. Also, wir sind da bis jetzt zufrieden, die Damen? Also, Menü aufgeschrieben, gibt es ein Nulli. Was gibt es noch so? Präsentation, wie es angerichtet haben. Ja, also... Ja, 2,5. 2,5. Und Geschmack. Geschmack ist gut.
wenn ich die Würstchen bekomme. Ja. Das gibt etwa 4,5. Ja, nein, von mir. 4,4. Sie haben natürlich zertifizierte Landfrauenköchinnen zu Hause. Und darum sehe ich jetzt das als Kompliment, die 4,4. 4,4 habe ich gegeben. 4,4. 4,3 oder so. 0,0. Guten Morgen. Schauen wir mal, ob die Kinder also zerknittert aus der Wäsche raus schauen, wie ich. Echt kalt gsi, hofft ihr nicht gefroren. Oh. Oh. Oh, ist das noch Oh. Guten Morgen. Die sehen auch leicht zerknittert aus. Ich bin froh. Was machen wir heute? Ihr wollt ja noch baden, oder? Ja. Wollt ihr da immer noch? Ja. Nächster Halt: ligurische Küste in Italien. Salut, salut! Sono un italiano. Ist da das Meer? Wo? Ist es das Meer? Ja! Es ist das Meer! Che se ne va dove gli pare. Wow. Nach 4 Stunden. Wir sind am Meer. Raus, raus, raus! Viviamo oggi e ieri, inchiodati dalla realtà e la gente rimane. Und? Schon lange nicht mehr so viel versammelte Freude gesehen. Achtung! Und was meinen da, hat sich die episch lange Anfahrt einigermaßen gelohnt? Ja. Wie ist das so? Ich war schon lange nicht mehr das erste Mal am Meer. Richtig schön. Ja, ist richtig schön. Richtig schön. Ja. Hallo zusammen. Wollt ihr noch schnell Heu sagen oder einfach Tschüss? Und wie ist es? Cool! Salzig! Ich würde sagen, wir lassen euch wieder. Tschüss! Also, bis bald! Action! Aha, das geht so rundum. Wie ist es? Ja, cool. Ja. Ja, heute war so ein sehr anstrengender und langer Tag, aber
Ich habe schon lange nicht mehr jemandem so eine Freude machen. Also das Bild an dem Strand, wie die Wellen gekumpelt sind, für ewig eingebrannt. Auch in meinem Gedächtnis. Und in eurem wahrscheinlich auch. Gehen wir morgen nochmal ins Meer? Ja. Ja. Sicher. Fix? Ja. Und im Hotel alle Kinder weg. Aber da unten tönt es verdächtig. Italo-Disco vom Schlimmsten. Mit dem Tag am Meer. Es geht nicht über Badeferien mit Kind. Danke, dass ich das erleben mit euch. Bitte. Gehen wir nächstes Jahr wieder ans Meer? Das Schöne ist, muss ich sagen, das habe ich schon lange nicht mehr so erlebt, weil ich bin schon so oft am Meer war. Ich gehe eigentlich nur noch ans Meer, schaue, hat es irgendwie Wind, kann ich breit surfen und wenn es keinen Wind hat, denke ich, ja, seicht. Und jetzt den Kindern so zuzuschauen, wie die sich freuen ab jeder kleinsten Welle. Es macht schon noch Spass. Das trifft sich gut. Ich bin gerade fertig mit Kochen. Ich werde sofort anrichten, könnt schon mal Platz nehmen. Wichtig beim Essen finde ich immer, wenn man an einen Ort hingeht, dass man auch die lokalen Spezialitäten probiert und nicht das Ende der Welt reist und dann wieder irgendwie ein Butterbrot mit Gumpfi. Dann kann man auch daheim bleiben. Ja, das ist das Motto von dem Mittag. Bambini, so, ich habe nicht selber gekocht, aber ich habe hier eingekauft. Und ihr kennt ja einmal das Motto von der Landfrauenküche. Wie ist das einmal? Regional und saisonal. Genau. Das Prinzip haben wir natürlich auch hier angewendet. Lokale Spezialitäten. Wir haben etwas mit Gümmel, ein Herdöpfelsalat nach ligurischer Art. Das ist, glaube ich, Tintenfisch. Oh nein, das kannst du kochen. Aber wenn ihr das nicht so gerne habt, die sind sonst die sind sonst eben noch populär, weil die sind ein bisschen knuspriger. Wegen diesen Tentakeln. Nein, bitte das bitte wieder weg. Cyril? Das bitte weg, das ist so eklig. Du doch. Ja, ist es du doch. Dann musst du mal probieren, dann hast du es vielleicht auch gern. Nein, ist gut. Edi, du bist doch immer der mutigste von dieser Gruppe. Also zum Einstieg würde ich sagen, sind die am besten. Ist gut, Edi. Dann ist das eigentlich wie eine Bullenbrust. Soll ich einen probieren, wenn es gut ist, dann probiert noch mal jemand? Nein. Gut. Das ist mehr für mich. He? Cyril, kannst du mir mal eine Serviette vielleicht geben? Nein. Nicht einmal da. Ich glaube, ich gehe wieder heim. Ja. Ich komme nächstes Jahr nicht mehr. Nein. Also, wenn du doch noch etwas anderes. Ja. Schinkensandwich. Ja, ich nehme sicher Schinken. Gut. Schinken. Mit dem sind wir zufrieden. Salami. Beere. Rohschinken hätten wir auch noch. Also jetzt Ziel Gelati.
Auch wenn die Spezialitäten aus dem Meer nicht so gut angekommen sind, ein Highlight von Italien macht die Kinder sicher glücklich. Gelato! Du siehst ganz lustig aus. Sind ihr jetzt traurig, dass wir morgen schon wieder heimgehen? Oder freut ihr euch auch ein bisschen auf... Beides. Beides? Und auf was freut ihr euch? Kria machen mit Daddy. Auf Stickerli mit Kätzli. Auf die Hose, auf die Hände nicht. Weil ich Angst habe vor denen. Und in dieser Reihenfolge, also zuerst die Kühe und dann Mami und Daddy? Nein. Also am Anfang hatte ich ein bisschen Respekt, so mit 3 wildfremden Kindern in die Ferien zu gehen, 6 Tage lang. Und dann sind ja auf einmal sogar 6 am Bahnhof gestanden, dann hat es mich schier hinten rausgetatscht. Aber jetzt nach diesen 6 Tagen muss ich sagen, ihr seid mir schon fast ein bisschen ans Herz gewachsen. Nur noch ein bisschen. So ein ganzes bisschen. Darum danke euch, dass ihr mit mir in die Ferien sind. Danke. Bitte. Ja? Die Eltern warten Janice sehnsüchtig und gespannt. Nach über 8 Stunden im Auto kommen die Kinder wieder die Hause an. Sie sind tatsächlich da! Oh, Freddy, was ist denn da? Freddy! Habt ihr uns vermisst? Nein. Gott, ihr könnt ja gerade wieder mitgehen mit mir. Nein. Ich sage gesungen, das war wirklich eine tolle Woche. Das haben wir wollen. Das war sicher ein schöner Moment, wieder die Kinder zu sehen. Ja, das ist Ja, dass es noch gut geht. Ja. Das Lachen, das... Ja, ich habe, wenn jemand ein Foto gekommen ist, ich habe immer als erstes geschaut, lachen. Und das ist irgendwie, wenn sie gelacht haben, ist das für mich... Es geht noch gut. Die Kinder sind definitiv nicht die gleichen. Also die sind überglücklich heimgekommen. Was wollen wir mehr? Was war jetzt das Schönste? Die SAC-Hütte, Campen oder das Meer? Meer. Ja, schon mehr. So eine Reise, das ist sicher ein Riesenerlebnis für Kinder. Vor allem also ohne Eltern ins Ausland, oder? Also das ist... Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber ja, eben, das Meer zu sehen, ja, das ist etwas, was ich nicht vergessen werde. Es ist manchmal nach den Sommerferien, erzählen viel, weil sie am Meer waren und uns sagen, ja, wir sind auf der Alp oben. So. Ja. Und jetzt können sie auch sagen, wir sind auch am Meer und dann noch mit dem Jan Fitze. Oder? Ja. Also ich denke, das ist für sie sehr beeindruckend. Jetzt Als die Kinder noch ein bisschen jünger waren, da sind sie in einem Alter, wo man es gerne eine Woche abgegeben hat. Aber jetzt sind sie in einem so coolen Alter. Nein, wir geben es nicht mehr gerne weg. Und darum, also du kannst dich geehrt fühlen, haben wir dir unsere Kinder anvertraut. Ja, danke vielmals. Ja. Und mir fällt es schon schwer, sie wieder zurückzugeben. Aber ganz ein bisschen freue ich mich jetzt schon auf eine ruhige Woche. Aber nächste Woche greife ich das letzte Mal an und dann darf ich endlich machen, was ich schon immer mal wollte. Ich weiss auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Was? Wie siehst du denn? Nein, sag jetzt also, so kannst du jetzt nicht hören. SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.